Der Norden ist eigen. Hier hat sie einen eigenen Währer. Hier hat sie einen eigenen Charakter. Hier hat sie einen eigenen Menschen. Das macht ihn eben ganz besonders. Und was diese Menschen miteinander verbinden, das ist ein ganzer Bach. Aber ganz besonders ist das der Spruch. Und das meint bei uns Plattdeutsch. Der König tut den Herzogsbruch und Hartleb Bruder Mien. Wo kriegt wieder Fried, dit Marscher Land sich an, wo kümmt wie hin? Ich bin auch Hochdeutsch aufwussen, also mit beide Sprachen. Und das bewies auch ein bisschen, dass man mit beide Sprachen groß werden kann. Da geht schon. Auf Hochdeutsch gibt es ja Wörter mit bloß ein Vokal und 7 Konsonanten, glaube ich. So ein Schiedkram gibt es auch platt nicht. Moin, moin, liebe Lüd, wie schnackt Plattdeutsch schüt, wie mögt probieren, den Schlag mögt wie gern. In eine Gemeinschaft rinwassen, das tut die Kinder. Dafür reckt das aber nicht mehr bloß darauf zu setzen, dass Platt auch überall in den Familien schnackt war. Das ist nicht überall der Fall. Manchmal sind das bloß die Großeltern oder vielleicht auch die Tante oder der Onkel. Wichtig ist auf jeden Fall, ganz besonders für die Lütten, dass Plattdeutsch auch in den Schulen lehrt wird. Ich heiße Stine und komme aus Pöhl. Du kommst aus Puls. Deswegen habe ich überall in Schleswig-Holstein Schulunterricht auch auf Platt. Und das steht nicht für sich isoliert und allein. Nee, das was in der Gemeinschaft drin. Da hören Theatergruppen, die das auf dem Land wirft, Plattpaten, die in die Schulen kommen und mit den Kindern Plattdeutsch lernen dort. Da hört die Feuerwehr mit der die ganze Gemeinschaft und in die was die Lütten drin. Und wenn das richtig gut laufen bleibt, dann tut sie das auch platt. Ja, als Modellschule haben wir auf jeden Fall erstmal für jede Klassenstufe 2 Stunden extra Baum ab als Plattdeutschunterricht. Wir haben inzwischen 50 Kinder von unseren 150 Kindern, die Plattdeutschunterricht kriegen bei uns. Und das ist ja eine Masse, ne? 8 Stunden Baum ab, mit denen du dann Plattdeutsch mocken kannst. Du kannst da, wie mocken das trotzdem als AG, also freiwillig. Wir mocken das ja nur all die 2014. Und das läuft ja mit den 50 Kindern gaut, aber wir haben so ein bisschen den Anspruch jetzt auch, das ist ja ob so ein breite Feld und wir wollen das jetzt auch ein bisschen pflichtmäßig mocken. Wir öft zwar mit dem Lehrmaterial von Paul und Emma, das ist ja unsere Basic quasi, aber wir versuchen auch der hele Tit Plattdeutsch jümmers was Besonderes zu morgen. Wir probiert das dann immer. Wir kriegen eine Idee, dann holen wir uns die Leute, die da unterstützen können und dann werden die plattdeutschen Kinder halt die das Besondere morgen an den Tag. Man mag ja auch an der Politik und an Landtag oder so, dass das Plattdeutsche in Wichtigkeit noch mehr kriegt in der letzten Zeit und in den letzten Jahren. Und das setzt sich in uns Alltag ein bisschen fort. Ja. Und wir haben letztlich auch die Sprachencharta sechtet und schriftet auch mit für. Und wie dort, dass wir hier das sehr intensiv morgen unsere Kinder schauen wieder an den nächsten Schulort. Also wichtig ist, dass dort vorne nicht afritt. Wenn sie als Kinder und junge und Jugendliche Plattdeutsch schnacken, da das nicht afritt. Und wichtig, dass Junge, oder die dort alles Gruppe in Pubertät, Platt ist cool. Ja, ne? Platt ist cool. Genau, Platt ist nicht öllerig und früher und so. Das lebt dann, ne? Und das ist ja, so unser Anliegen, ne? Dass wir nicht nur hier 2 Stunden in der Schule Paul und Emma lehrt und ein paar Tollen und ein paar Farben, sondern dass das Plattdeutsche im Alltag ein bisschen mehr wieder Gewicht hat und der Rundmarkt und so ist das mit dem Dörpleben uns heel wichtig. Jo. Den Platt mögt wie gern. Lern ihn doch mal, Toben. Was scheitert? Schließt seine was für? Hans, hab guten Quatsch, das ist dein nix für. Plattdeutsch im Kulturleben. Du fahrt mich zuallererst das Theater in. Das ist heel wichtig. Und du hast nicht einfach bloß zum lustern, sondern eben auch zum Spielen. Der Theater ist der Plattdeutsch-Schule in Land. Denn viele, die mitmucken würden, die können noch gar kein Platt. Aber die lernt das in das Theater. Und viel mehr noch als das ist das. Die ganze Turnhall ist voll. 300 Mann und Fruns sitzen bin. Der Feuerwehr muck wuss hit, das Gefbier dort. In Bombenstimmung ist das, wenn die plattdeutsche Theatergruppe abstellen, hier abtreten da. Das ist das Hart, manchmal, die Seele von der Gemeinschaft. Wir sind die Little Sister von der Plattdeutsche Volksschule hier in Lübeck.
Und ich glaube, bloß ein Jahr later sind wir eben auch 100 Jahre alt geworden. Das ist was ganz Besonderes. Nicht? Wir haben kein eigenes Haus, als das andere niederdeutsche Bühnen haben. Wir spielt hier, wir haben schon mal 5 Vorstellungen hier. Und dann spielt wir an anderen Spielstätten, auswärts, als wie schon mal sagt. Also ich mache sehr gerne Musicals. Ja. Also ich kann jetzt nicht so gut tanzen oder singen, aber ich glaube, wenn das vielleicht so König der Löwen Plattdeutsch geben würde, dann würde ich sehr gerne mitspielen, weil ich mir das sehr witzig vorstelle, weil das ja so ein afrikanisches Stück ist und das in Plattdeutsch zu spielen, das wird doch sehr lustig finden. Ich habe schon Lust, Schauspielerin zu werden, nur bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil das ja nicht so ein super feste Job ist, den man sich so verloten kann, aber ganz gut finde ich, dass ich hier spielen kann, egal was ich dann mit der Schule mag. Also dann kann ich zur Not hier immer spielen, das langt mir nicht auch total. Also dieser Zusammenhalt, den wir haben hier in der Bühne, der ist unheimlich klasse. Wir lachen viel zusammen und haben eigentlich eine ganze Menge Spaß. Und wenn die Leute alle so zusammen sein würden, das wäre natürlich ein Traum. Du brauchst ja auch Stücken, die von der Thematik her auch aktuell sind. Wo man dann auch sagt, ja, das interessiert mich vielleicht. Oder du brauchst auch mal was Tunstmüstern ist. So als das was Hüt kommt. Die Drehherren, die auf das Kaufhausklo entschlossen sind, wunderbar. Das Schönste ist natürlich, wenn das Haus voll ist, ne? Wenn viele Leute kommen. Das ist also für mich eigentlich das Schönste, wenn es dann, ja, und die alle mit einem Lächeln nach Hause gehen. Wenn wir das Stück, wenn das richtig gut angekommen ist und wie gesagt, die aufstehen und klatschen und nochmal, wie gesagt, nochmal Gas geben, das ist eigentlich das Schönste. Und ganz besonders wichtig ist, dass das nur für ein losgehen darf. Und dafür braucht wie junge Leute und dafür braucht wie Schwung und Energie und Knöf und die holt wie uns unter anderem wie Plattbeats. Ich habe große Freude, durch den Abend zu begleiten. Ein richtig gute plattdeutsche Wort dafür fällt mir nicht hin. 1, 2, 3, 4, Abstand wiederkommen. Abstand wiederkommen. Du wirst mit mir gut gehen, ich glaube, das wart nix. Du kannst mir ruhig eins, was du willst, vertellen, aber ich bin mir sicher, dass mit uns das wart nix. Plattbeats ist ein plattdeutschen Song Contest für junge Leute zwischen 15 und 30 Jahren. Jeder kann sich dort bewerben. Man muss noch nicht mal richtig gut Plattdeutsch können. Du helfen wieder noch. Wir helfen mit den Texten dabei. Und dann enden gibt das dann irgendwo in Norddeutschland in einem großen Club ein dickes Finale mit Leuten und die ganze Region kommen. Und dann werden Preise verteilt und das Allerwichtigste, wie viert die ganze Nacht. Der Wind treibt ihn nach, die Segel sind fest. In ihr Tiet fängt an. Nochmal ein dicker Applaus. Auf die Musik gibt Kraft, zu wenig Heft zum Feed. Aber geben gar nichts ab und wenn ich morgen bleibt mir nichts an. Junge Leute und Schleswig-Holstein und Drenthe oder Niederland, wo eben auch noch Plattdeutsch schnackt war, kommen zusammen und basteln an einen Hit zusammen. Was für ein Spruch ist der beste? Deutsch, Englisch? Plattdeutsch für all. Ja. Okay, wunderbar. An Ende gibt es dann ein Video, was wir öffentlich stellt und vor allem eine ganze Masse Spaß, mir Verbindung und Informationen unter den Leuten. Plattdeutsch wies, dass wir nicht allein sind, sondern eine europäische Familie mit ganz vielen Sprachen und Plattdeutsch eben auch nicht bloß bei uns schreibt. Ich kick nach rechts und war geworden, ich doch nix hab. Bin unterwegs mit nem Jöstrifte. Wie bringt Leute zusammen? Ihr habt Schreiberslüte sich hier regelmäßig durch einen Autorendrippen drucken dort, wo sie miteinander ins Gespräch kommen und über ihr Texten schnacken können. Aber wir sind auch offen für Menschen und die ganze Welt, die hier zu uns kommen und an unsere Kultur interessiert sind. Und du hört eben auch Plattdeutsch mit hin. Plattdeutsch muckt der Arme ob für Aal. Was ich mir richtig wünschen würde, wäre, dass sich noch mehr Musiker auf Plattdeutsch inloten dehnen und mit noch mehr Knöf und Drift die ganze Sache nur führen bringen. Plattdeutsche Musik, das geht nur führen. Mein Name ist Thorsten Börnsen, ich bin der Leiter vom Zentrum für Niederdeutsch in Landesteil Holstein in Mölln. Und was mich an meinem Job begeistern darf, das ist
Lüd zusammenzubringen, über das Spruch. Auch wenn sie so gut nicht schnacken können.